Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Und ja, ich bin in der ganzen Thematik wieder ein bisschen mehr drin als auch schon, Gott sei Dank. Und habe offscreen, wie jetzt vorhin angekündigt, ein bisschen was vorbereitet für heute. Obwohl es trotzdem noch ein paar Dinge zu tun gibt, auch onscreen, die jetzt nicht unbedingt etwas mit Kämpfen zu tun haben. Naja, sagen wir, wie sie ist. Ich werde nachher noch angeln gehen. Das aber gleich später wieder dazu. Denn wir haben Nachmittag und das ist ja der perfekte Zeitpunkt, um die großen Fische zu angeln, wa? Zunächst einmal ganz kurz ein Emblemen. Die habe ich soweit noch ausgerüstet nach der letzten Folge. Da auch wieder mal vielen Dank an den lieben Sebastian für die Tipps, die er mir gegeben hat. Auch noch weitere Tipps seit dem letzten Video, die ich jetzt hier noch einpflegen kann. Ob es für die nächsten Videos noch reicht, da weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt eigentlich wieder mal ein bisschen Aufnahmesession machen will. Also quasi so, ja, 15 mindestens Folgen auf Vorrat aufzunehmen. Weil das ist eigentlich immer praktischer, als wenn du quasi von Tag zu Tag wieder auf neu aufnehmen willst, musst oder kannst. Wie auch immer. Gut, kommen wir zu den Emblemen, zur Zuordnung. Michael Lucina, ich meine, die Kombination hatten wir auch schon, eben aufgrund des Schildband, alle Vereine und so. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch bei Michael dabei bleibe, bis Marv zurückkehrt. Ich nachher mit Marv und Lucina ein bisschen abtausche. Oder je nachdem, vielleicht Marv mit einem anderen gebe oder Lucina mit einem anderen gebe oder so. Wir gucken mal. Aber das erste Mal Lucina drin an Bord. Louis und Tiki. Ja, da bin ich noch ein bisschen am gucken. Ich meine, generell eine gute Kombi. Ihr seht auch, ich habe auch die Waffen ein bisschen neu ausgerüstet, vor allem hier bei Michael mit dem Budao. Ja, eigentlich wollte ich ein Ding geben. Ein Kriegerschwert abgesehen, wir haben nur eins gehabt. Ich könnte so neue kaufen. Aber auch hier denke ich mal so, mit dem Budao und so, er hat relativ hohe Behendigkeit. Und natürlich dank Lucina. Man könnte es mal testen, wa? Das ist noch ganz kurz vorweg. Die nächsten Folgen, wenn es jetzt nur darum geht, Sidequests zu machen und noch das letzte DLC-Kapitel, sind vor allem dazu da, ein bisschen unser Team zu testen, neue Varianten auszuprobieren. Und da komme ich auch schon auf Louis zu sprechen, weil ich bin am Überlegen, ob ich ihn nicht doch. Ich weiß, letzte Folge haben wir es anders gemacht. Wir haben ihn zum General nochmal gewechselt mit dem Zweitsiegel. Ich überlege aber hart, ob ich ihn nicht doch zum berittenen Ritter machen soll. Um eben mal zu testen, wie er damit so klarkommt und so. Wir gucken mal. Timira und Ike, ganz gewohnte Kombi, da hat sich nichts geändert. Timira, genau, Louis hat ja die Silbergroßlanze neu und Timira hat die Stahlgroßlanze von Louis geerbt. Timira könnte man auch noch eine Kriegerlanze geben, das war ja auch ein Tipp noch unter anderem. Problem aktuell ist auch hier, ich habe keine Kriegerlanze mehr, kann man aber relativ schnell wechseln. Würde ich vielleicht sogar vor dem nächsten Sidequest noch machen. Aber ist auf alle Fälle noch notiert. Alfred, der hat die Kriegerlanze. Weil Kriegerschwert geht nicht, da du ein Waffenlevel von Rang A brauchst für eine Kriegerwaffe. Generell Alfred ist ja jetzt auch nicht so unbedingt der schnellste von der ganzen Truppe. Deswegen denke ich, bin ich froh, wenn bei ihm eine Kriegerwaffe platzieren kann. Und Schnitter, wegen Wendigkeit so, ist auch jetzt nicht so verkehrt. Hector ist halt auch ein bisschen für Waffendreieck, damit er halt mit der Axt noch angreifen kann. Und war auch ein Tipp so von wegen, ja übrigens, du hast ja mit Hector verleiht Immunität gegen Einfrieren. Ich meine gut, Einfrieren hatten wir bisher noch nicht so oft. Vielleicht kommt das aber nicht später im Kapitel noch und ich wäre ganz froh drum. Diamant. Bei ihm ganz creepy, ich weiß, das wird jetzt einer oder andere sich ein bisschen wundern. Andung, okay, nichts Neues. Tomahawk, ja gut. Silberklinge und Kriegerschwert. Warum diese scheiß Silberklinge? Ja, zum Testen. Ist ganz doof gesagt, aber es ist so. Mal gucken, wann wir damit kommen. Weil er eben gerne auch mal ein bisschen Waffen ausprobieren möchte. Kriegerschwert ist klar, ich meine, sowieso Rang S mit der Waffe, also dass es da irgendwas Kriegermäßiges gäbe, ist, glaube ich, soweit ganz logisch. Und man sieht auch, wir haben Zero gegeben. Das wäre auch ein Tipp, eben auch um zu gucken, wegen, wie gut er damit klarkommt, vor allem. Abgesehen davon Verteidigung mehr, Behendigkeit, vor allem Verteidigung mehr. Und dann hier die Silberklinge, ich glaube, das bringt schon was. Natürlich auch eine größere Bewegungsreichweite. Hortensia. Bei ihr so neue Stäbe.
dabei. Und ja, ich habe ihr Celica gegeben. Erstmal will ich Celica wieder dabei haben, um sie auch wieder ein bisschen zu testen und so, weil das ist wieder warm. Auch mit Teleport Ragnar. Da hat sie sowieso noch einen Bonus. Deswegen wird auch, glaube ich, Celica generell einer Fliegeneinheit sowieso geben. Und bei Hortense halt so, da ich Veronica noch nicht habe. Da war schon ein Tipp, dass man Veronica geben soll. Und ja, wir holen uns Veronica. Ich weiß, es wäre das Beste. Man hört es, liest überall. Man soll DLC-Kapitel sofort machen, am schnellsten machen, sich die Armreife-Embleme holen. Will ich aber nicht. Noch nicht. Ich mache jetzt erstmal normale Sidequests noch. Ich habe, glaube ich, 6 Stück noch offen. Das heißt, ich mache etwa 2 bis 3, holen wir dann Veronica und machen dann die restlichen. So, das hat keinen logischen Grund dahin, das ist einfach nur mein persönliches Empfinden. Will ich einfach so machen, fertig. So, Ivy und Soren hatten wir noch nie, lustig, da hätten wir schon mal die Kombi gehabt. Ja, mal gucken, wie das so läuft, Waffen. Ist da jetzt eigentlich nichts Neues, warum ich halt bei Hortensia Elfenflug gemacht habe, das war, glaube ich, in der Reichweite. Na, wir gucken mal. Boucheron und Lynn, ja, die alte Kombi bleibt da noch so. Mann. Dafür den Kriegerachs mittlerweile. Weil, ist logisch, irgendjemand muss es ja geben. Diamant könnte ich es auch geben. Er hat jetzt momentan das Kriegerschwert, da könnte man so eben noch switchen. Ich bin eigentlich der Meinung, wenn ich schon mal einen Typ habe, der Rang S Schwerter tragen kann, dann kann ich es ruhig auch geben. Weil wir haben sonst gar keiner das kann. Nee. So. Ja, dazu zu Boucheron, weil ansonsten Bogen, da geht kriegermäßig eh nichts, weil er nur Rang C hat. Citrin mit Beile in der Kombi. Die können ganz cool werden, vor allem mit den neuen Waffen hier, oder Büchern mit der höchsten Klasse. Rettung, Erholung, Tyrus, weil Magie-Reichweite plus 2. Kann man sehr schön testen. Tanz gut wie gehabt. Typ-Bonus ist Magie plus 4 für einen Zug. Okay, cool. Unterricht mystischer Magie plus 4. Genau, ein bisschen boosten. Junaka aktuell mit Chrom. Das auch, oder Chrom Dare natürlich. Natürlich auch im Donnerschwert, damit sie da ein bisschen mehr das Waffendreieck ausnutzen kann. Leaf wäre auch eine Variante. Und Junaka, also versuchen jetzt mal das Ganze mal für ein Kapitel, machen wir mal so. Aber ich bin schon eher bei der Tendenz angelangt, Junaka zu wechseln. Von der Klasse her. Sie bleibt zwar am Wolfsritt, aber ich mache sie auf, statt auf die Axt, aufs Schwert. Weil die Orkan-Axt im Vergleich zum Donnerschwert gefällt mir überhaupt nicht. Also totaler Abfuck. Genau, Pechkatz noch, einen Tipp bekommen habe, vergiften. Gegner vergiften ist immer cool. Soll man häufiger machen. Man hat ja auch mehr Power, zum Beispiel als ein Silberdolch und so. Und wurde mir aufgeraten, auch wegen der höheren Crit-Chance. Obwohl es gar nicht unbedingt bräuchte. Ja, Orkanax dann noch für die Magie quasi. Und der Hammer, falls irgendwas sonst noch wäre. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Kriegerdolch, mal gucken. Aber ja, es kann gut sein, dass ich Junaka demnächst eben switche. Wolfsritter mit Schwert statt Axt. Da ich vermutlich die, wie nennen wir sie, die gute Marin nicht mehr allzu lange nutzen werde. Kann, wie auch immer. Ich denke mal, ich könnte bei Marin eigentlich mal Leaf mitgeben, um zu gucken, wie das so ist. Da war ja was. So, Fogano mit Mikaia war so ein Tipp. Das eben auch sehr gut mit den Waffen. Sonnenbogen ist klar, Kriegerbogen ist auch klar. Silberschwert und Donnerschwert, da war ein bisschen die... Er fand es ein bisschen lustig von wegen, hey, ich habe Magiebogen, normaler Bogen, Kriegerbogen halt, aber trotzdem normaler Bogen. Physischer Bogen besser gesagt, dann haben wir ein Schwertern, ähnlich, da normales Schwert und ein Magieschwert. Oh. Außerdem kann man dank Mikaia auch Stäbe nutzen. Ich glaube, die Kombi ist gar nicht mal so übel. Die hat irgendwie was, finde ich. Wir werden es mal testen. Sidal mit Camilla, das hat vor allem mit Reichweite zu tun. Weil mit Tiki ist zwar eigentlich auch cool, aber ein Charakter wie Camilla oder Sigurd kann er eigentlich auch weiter größere Distanz überqueren. Deswegen sicher nicht allzu dumm. Und dann natürlich auch hier noch irgendwie Dunkles Inferno. Nachbarte Felder erhalten Schein. Okay, was immer das sein soll. Hier Drachenhahn schafft eine Eiswunde Bewegung erhöht. Kann auch nützlich sein.
Marion hat noch nichts geändert, aber ich denke mal, das Moveset können demnächst komplett auf Junaka übergehen. Ich denke mal zu Chloe. Hier habe ich jetzt mal Erika gegeben, da war auch ein Tipp, man könnte es auch mit Leaf und so versuchen. Ich fand irgendwie von den Werten her, das ist mit Erika besser als mit Leaf. Obwohl natürlich auch wieder Waffendreieck und so, hey, habe ich die Axt dazu. Ja, wenn ich jetzt mit der Axt oder mit dem Schwert hantiere oder mit dem Rapier. Natürlich ansonsten Meißler Silberlanze, die Feuerlanze. Man könnte auch bei ihr mit der Kriegerlanze hantieren statt der Silberlanze. Bin ich auch am Überlegen und ja. So viel dazu. Zum aktuellen Stand soweit. Kriegwaffen neue kaufen können wir auch machen. Was bei Chloe machen will ist... Dann mache ich jetzt direkt mal. Sie braucht mehr FP, weil ich will, dass die Sternenkugel von Tiki ihr vererben, damit sie bessere Waffenswerte kriegt. So schnell es geht. Das heißt, wir haben zwar jetzt nicht so viel, aber muss halt reichen. Das kommt dann später. Die Dinger hier, also vor allem bei ihr die Stärke. Ich habe gerade überlegt, bei Alfred und bei ihr ein bisschen auf Stärke. Nehmen Sie einfach mal einmal, komm. Was war bei dir noch? Von Magie noch ein bisschen zu machen? Nee, komm mal hier, lass mal noch. Muss man ja nichts bei Verteidigung machen, Resistenz hat. Es braucht eigentlich nur Stärke. Und Magie, weil ich denke, Behendigkeit und Geschwindigkeit kommt sehr schnell dazu. Noch ein bisschen KP, ja? Ich glaube, das ist so viel davon, oder? So viel ist übertrieben. Okay, warte mal noch. So, wir warten jetzt. Ich selber noch nicht so viel Stärke, wenn man gerade sieht. Im Vergleich zur Rest der Truppe. Bei Alfred nehmen wir mal noch was. Aber es war nicht so viel Tempofedern, aber shit happens. Usho hat genug Power, sie trinken genug Magie. Junaka eventuell noch. Also mit der Stärke halt. Fogado, Mikaya, muss man auch gucken, wie ich da handhaben will. Bei Siedler versuche ich es erst gar nicht. Bei Timira eventuell mehr Resistenz, damit ich da auch quasi ein bisschen beides stallen kann. Bei Ivy, weil sie hat auch viel Resistenz. Sehr viel sogar. Bei ihr mal ein bisschen auf Defense gehen. Man kann sehen, weil wir ja noch so viel davon haben, nehmen wir doch auch noch einen Talisman für ihre Resistenz. So. Crit und so weiter und so fort. Ja, mitunter natürlich auch. Mal gucken, wer generell zu wenig hat, wer mehr braucht. Citri mit Speed. Ja, ich glaube, das ist ein Kampf, den ich verliere. So oder so. Ja, bei Citri ein bisschen auf die KP, oder? Um 5. War das früher mal um 7 erhöht wurde? Egal. Genau, was muss ich erstmal gucken bei Chloe? Wie die Kombi funktionieren, dass bei ihr halt relativ schnell die FP auf 1500 erhöhe, damit ich da eben die Sternkugel erben kann. Gut. Das heißt, momentan einkaufen noch nichts. Wir gehen stattdessen... warte mal, jetzt geht der Map wieder weg. Kurz zum Angeln, denn wir haben den Nachmittag.
Das heißt, jetzt müsste eigentlich der Zeitpunkt sein, um die richtig fetten Fische zu holen. Die mir hoffentlich auch viele Punkte bringen. Da war das schon wieder. Kai hat es mal irgendwie mir nochmal gezeigt. Also genau. Zum einen seht ihr hier überall auf dem Wasser, wo halt, sag jetzt mal, das Wasser Wellen schlägt, so ganz kleine. Ganz schnell, besser gesagt. Und diese Wellen hier sind manchmal kleiner, manchmal größer. Bei den kleinen Stellen ist klar, sind kleine Fische, bei den großen Fische. Generell ist sowas vor allem hier. Hier müssten große sein, da oben. Es gibt hier auch so bestimmte Areale, wo halt eher die fetten Fische kommen. Und da versuchen wir einfach mal. Petrial und so. Und denen, es gibt so Fische, die bringen 500 oder sogar 1000 FP ein. Bahnfragmente, Entschuldigung, nicht FP, sondern Bahnfragmente. Und wenn sie dann sogar der Spezialfang des Tages sind, riesiger Schatten, okay, ja, wir haben glaube sogar schon, dann bringen sie sogar noch mehr ein, also sogar das Doppelte. Man merkt auch, sie regenerieren sich wieder. Das ist schon wieder ein bisschen doof beim Angeln, hä? Aber Junge! Kann man gegenseitig zur Richtung, oder? Hä? Ich habe das Angeln verlernt. Alter, mein armer Controller. Er muss hier ein Button Smasher sein, ne? Damit ist es viel einfacher. Dass die Fische wieder hochheilen ist voll fies, ey. Komm schon, komm zu Papa, komm in die Pfanne. Also gar nicht mehr, oder? Ja, wie kann man so viel Pech haben? Doch heilt sich wieder. Alter. Okay, muss man ein bisschen üben. Wieso Thunfisch? Ich meine, der eine bringt 500 Bandfragmente. Und wäre jetzt der Fisch des Tages gewesen oder irgendwie der Spezialfisch, wäre es doppelt gewesen, sprich 1000. Wir haben gerade zumindest gar keinen, wie man schön sieht. Hier, Bonus, genau, Bonusfisch. Es gibt dann noch andere Fische, die geben generell schon 1000 Punkte. Und das wäre jetzt etwas, wo ich sagen würde, jo, das mache ich künftig häufiger und vor allem offscreen. Ne? Aber halt am besten machen wir das nachmittags, da dort halt die besten Fische, die größten Fische anbeißen. Und du brauchst in die Profi-Angel. Hä, ich habe gar nichts anderes gemacht. Voll fies. Ich meine, ich kann nicht mehr tun, als den Kontrollen die jeweilige Richtung zu drücken. Tja, shit happens, wa? Damit hättest du eine perfekte Möglichkeit, um Bandfragmente zu farmen. Wenn man das so sagen möchte. Dann fehlt eigentlich eine Variante mit FP-Farmen und Goldfarmen. Goldfarmen, da wüssten wir eine Variante, die muss ich aber erstmal noch
Ja, den muss ich eigentlich heute machen. Scheiße, ey. Ja, jetzt soll ich mal erklären, deswegen zu spät, genau. Okay, so, hoffen wir noch da. Goldfarming mit Anna, mit der wird es am besten gehen und sie ein bisschen trainieren würde. Da sie so eine spezielle Fähigkeit haben, mit der sie bei normalen Gegnern, wenn sie oder verzerrt, wenn sie platt macht, auch Gold generiert. Das wäre schon cool. Ist der noch fetter als der andere Fisch von vorhin gerade, oder was? Alter, ich kann es überhaupt nicht mehr. Oh ja, der ist noch übler. Leck mich am Arsch, ey. Dann ist er das, da ist der Fisch normalerweise 1000 FP gibt. Und am Bonusfisch ist sogar 2000. Oh oh. Für meinen Controller ist gleich im Arsch. Mist, war zu früh. Ich drücke nach unten! Jetzt komm schon, du Scheißviech! Alter, wie geht das? Was mache ich denn? Ich drück doch nach unten, Leute. Ich kann nicht noch mehr machen, als nach unten zu drücken. Oh, muss ich da wieder in ein YouTube-Video gucken zum... Ist doch scheiße, Mann. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn du da genug Ausdauer hast, quasi, um immer wieder in den roten Bereich zu kriegen und halt Button Smash zu machen. War halt immer schlechter. Hä? Ich drück nach unten? Man kann nicht noch mehr nach unten drücken. Aber wie kann er abhauen und nach unten drücken? Das soll man dann erklären. Er müsste zumindest auf derselben Stelle stehen bleiben. Mann, ey. Ja, toll, ein kleiner Schatten. Ja, den kann ich aber allerdings üben. Warte mal ganz kurz. Also jetzt bin ich nicht ganz nach unten, sondern schräg. Jetzt ziehe ich ihn runter. In gegengesetzte Richtung, das ist irgendwie auch logisch. Das ich früher immer getan habe. Wenn du quasi nach links schwimmen willst, ziehe ich halt nach den Stick nach rechts unten. So. Solange es weg ist, kann ich ja drücken, das ist nicht das Problem. Immerhin sehen die Versuche, wo ein Fisch abgehauen ist, nicht als, naja, Versuche halt, Oh, du. Das muss ich mir üben. Ja komm, die Folge auch schon über 24 Minuten. Wir machen, glaube ich, noch den jetzt mal. Ja, riesiger Schatten, perfekt.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Sind das wirklich nur Nuancen, wo ich irgendwie anders nach unten drücken muss oder so? Ja, jetzt habe ich verschleißen Kontrolle ja komplett. Ich will was nicht überlegen, sondern einfach machen. Okay, ist aber nicht der riesige, gigantische Wisch, den wir vorhin hatten. Das wird wieder so ein 500er sein. Ja, sogar nur ein 100er. So. Ja, ich glaube, der andere ist noch zu hart für mich. Der zappelt und windet sich, aber keine Chance. Das ist doch der 500er, hä? Okay, also die schaffe ich irgendwie, mit dem Rest aber noch Probleme. Okay, komm. Jetzt haben wir den geschafft, jetzt bin ich ja eigentlich ein bisschen drin. Und noch einmal, dann reicht's aber. Die anderen Versuche machen, wie gesagt, Offscreen dann. Blub, blub. Muss noch aufs Klo, wenn es weitergeht. Ist wieder dasselbe. Ist nicht jetzt der Big Boss, den ich eigentlich wollte. Ja, ist dasselbe. Der hat auch weniger KP als der andere. Ich muss beim Angeln vor allem auch weniger nachdenken, sondern einfach machen. Weil jetzt habe ich wieder gefühlt gar keine Probleme mehr. Learning by doing, sage ich dazu nur. Gut, aber jetzt nur mal davon mal abgesehen, dreimal geangelt, ihr habt 1500 Bankfragmente insgesamt gesammelt. Das ist schon ist schon was. Damit kann man arbeiten. Aber wo arbeiten? Was mache ich jetzt? Zentraler Platz. Kaufe ich jetzt da nochmal irgendwas ein? Graviere ich irgendwelche Waffen? Wäre mal eine Variante. Geld genug haben wir. Ja, Geld haben wir eigentlich genug. Die Frage, die da stellt, ist. Hä? Moment. Ist aber ne. Warum? Seit wann? Warte mal. Michael kann den Kriegerwaffe, das stimmt noch nicht. Louis hat keine. Timira hat noch keine. Da war die Idee, ob er noch einen Kriegerlanz geben soll. Alfred hat eine. Diamant hat eine. Bougereau hat eine. Fogado hat eine. Bin jetzt gerade irgendwie doof oder was? Ey, ich habe mich gerade gewundert. Ich habe gar keine. Weil da stand Inventar, hätte ich eine. Ich dachte immer, das Inventar ist nicht das, was ich rausgerüstet habe. Aber egal. Wobei, hä? Stahl-Großlanze? Warte mal, das macht keinen Sinn. Die Stahl-Großlanze, die habe ich ja ausgerüstet und da steht plötzlich Inventar 1. Warte mal. Moment. Er sagt, ich hätte eine. Boah, aber ich sehe keine. Die ist unsichtbar. Keine unsichtbare Kriegerwaffe. Schön. Oder ich stelle es gerade nicht eins von beidem. Gerade ein Anzeigefehler oder so. Doso. Ja, Doso mich auch.
Kriegerschwert habe ich lustigerweise nicht, wa? Feuerlanzen, super. Eine Kriegeraxt hätten wir nochmal, die wir kaufen könnten. Kriegerbogen bringt mir aber nicht viel, weil wie gesagt auch Rang A dafür. Die krassen Magie-Dinger. Auf Rang A könnte man sich auch mal überlegen. Ja, Maidari zurück. Wir haben gerade das Thema mit Gravieren, hä? Oder auch natürlich Dinge abzugraden. Also Waffen upgraden. Da wäre leider früher auch ein bisschen vorschnell, hä? Ja, Waffen upgraden. Und vor allem upgraden und dann zur nächsten Stufe upgraden, das sollte man eher nicht machen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine Eisenlanze nehmen und denken, ja komm, ich grade dich ab bis zur Stahllanze, dann bis zur Silberlanze und so, das Material verliere ich ja. Und das Geld vor allem, dafür ist ein bisschen doof gemacht im Spiel. Und auch klug gemacht, das ist je nach Sichtweise. So, machen wir hier Kriegerlanze, zack. Das heißt eigentlich eher die Waffen upgraden, aber nicht, nee, soll ich sagen, verbessern, aber nicht upgraden, so. Zum Beispiel jetzt hier sage, komm, Feuerlanze. Bis plus 5 gehen, ne? Da hat sie ordentliche Power. Aber erst, ich meine, sie hat schon plus 2, das ist schon mal gut. Den Rest sehen wir mal noch. 25 Silber. Das ist natürlich ein bisschen teuer, ja? Ich habe über 1000 Eisen, Lecco mio. Eine neue Waffe draus, lustig. Das Gewicht geht runter, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, mach mal den hier. Das war jetzt nicht so teuer, das geht noch. Ähnliches Spiel natürlich mit dem Speer. Das wird jetzt noch irgendwie Silber verlangt ist dafür. Mann, oh Mann. Plus 5. Ja, ist auch noch teuer. Plus 2 kann man eigentlich schon machen. Andung, Orkanax, mache jetzt mal nix. Hier vielleicht die Kriegeraxt. Und da würde aber auch schon mal plus 1 lohnen. Muss nicht mal direkt so übertrieben sein, ne? Nur plus 1 finde ich jetzt auch ein bisschen, naja, fragwürdig. Den kann man auch upgraden, das ist schon mal interessant. Na gut, andererseits, das kann sie nicht upgraden, ne? Das sieht auch interessant aus. Wie sieht denn Gravieren aus? Ich meine, bisher habe ich glaube noch kaum was graviert. Doch hier mit dem Symbol von Marv. Ich meine, es kostet mich ja nur Bandfragmente. Da legen wir doch mal los. Wir haben. Was haben wir überhaupt alles? Coole Waffen, die man damit mal versehen könnte. Warrior plus 5, das passt eigentlich soweit. Das Kriegerschwert von Diamant. Aussachen plus 20. Ja, sehe aber schon, ne? Plötzlich Bandfragmente steigen wie blöd.
Rivalen, ja. Binding. Weil das Gewicht auch krass hoch geht. Dann auch jetzt die Frage, welcher von denen wäre am besten, ne? Wir müssen auch ein bisschen ausprobieren und sagen, okay, die Kombi jetzt passt vielleicht am besten oder so. Ich denke, für die Sigurds-Ding eigentlich immer am besten auf allem. Natürlich ein bisschen doof. Kann ich eigentlich die Waffen von... Ah, hier, Andung und so geht auch, okay. Also, dass ich nicht unbedingt Echos draufpacke, ist glaube ich klar. Ausweichen minus 30. Oi, was machst du denn da? Ah, der von Leaf gefällt mir noch. Perfekt. Blazing schwächt, Alter. Lynn. Gut, für die Trefferquote grandios hoch. Beide würde auch gehen. 100% Trefferquote. Mehr kritisches Ausweichen. Ja, kritisches Ausweichen ist immer so eine Sache. Mit Chrom geht das auch gut. 17, 11, 20, 20. Ja, ne? Ist so ein bisschen schräg auf eine Achse drauf zu packen, aber hey, warum nicht? Also, ja, wollte noch weiter gravieren. So eine gravierende Sache, Freunde. Hä? Ein Donnerschwert. Okay, dass da bei Echos runtergeht, wundert mich jetzt ein bisschen. Warte mal, ich muss ganz kurz mal testen. Wie sieht es denn hier aus mit dem Buch? Scheiß Tiramisu-Ding. Excalibur zum Beispiel. Ich verstehe zum Beispiel nicht ganz, wann soll ich die Gravur von Echos übernehmen? Ein kritisches Ausweichen. Hast du jetzt, dass ich irgendwie jetzt so vielleicht auf das Silber Großdinger draufpacken könnte? Also Silberklinge zum Beispiel. Oder Silber Großlands, weil damit halt besser ausweichen kann. Oder verstehe ich das falsch? Stärke sinkt. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja, aber heftig, wo ist das sagen? Ah, hier. Sigurd, wen wundert's? Ich habe gerade fragen, kann ich die eigentlich mehrmals draufpacken? Also wäre eigentlich logisch, dass du die Gravur draufpackst, die am besten passt, oder? Und so gesehen ist, glaube ich, komme einfach am besten von allen. Hä? Chrom ist generell der Überflieger, was das betrifft. Heilige Scheiße. Ich mache trotzdem mal hier Sigurd. Weil dem Ganzen noch nicht so richtig vertraue. Gut, schon mal die krassen Dinger gemacht. Das passt doch soweit schon mal. Dann haben wir natürlich noch den Sonnenbogen, wo ich mir auch mal dachte, können wir mal machen. Ach, immer dasselbe Thema. Man denkt, ja, hier, super. Ike. Ja, Ike, das ist ein bisschen übertrieben, Kumpel. Oder Chrom. Ich mach mal Edelgard, komm. Beziehungsweise, Claude wäre es in dem Fall, ne? So. Bin noch ein bisschen unsicher, Kleines. So. Also, auch jetzt ihm noch schön gesagt, wir können ihm noch gewisse Dinge nochmal verändern.
mal anders machen oder nochmal irgendwie anders planen. Ich bleibe jetzt mal bei dem, was wir momentan haben. Mit einer Sache, mal ganz kurz gucken, bei ihm. Ach, Königsritter wäre auch gehen, okay, nee. Was hatten wir? Erzritter. Nein, oder? Hä? Jetzt doof. Ja, der Rittmeister, der war's ja. Sehr groß und stark gegen Magie. Da ist halt, ich meine, die Verteilung geht krass runter. Kriegt so mehr Speed. Mehr Behendigkeit, mehr Magie. Stärke droppt ein bisschen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie nachher das Wachstum ist. Weil man eigentlich wäre es cool, wenn man sagen könnte, stark gegen Magie, okay. Wir machen zum Rittmeister, trainieren ein bisschen, bis er die Resistenz irgendwie voll krass upgradet hat und nachher switchen wir zurück zum General. Aber eigentlich, nee, war der ja kaum Erzritter, war es eigentlich. Kann ich auch noch Äxte benutzen. Wenn sich die Einheit zwischen einem Verbündeten und einem Gegner initiiert, verringert sich ihre Elitenerscheinung im Kampf diesen Gegner um 3. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss ja dazwischen sein, das heißt irgendwie ein Gegner, ja, und halt Louis in der Front steht, hinter mir vielleicht ein Magier und der Gegner greift diesen Magier an. Dann könnte das funktionieren. Ansonsten, er hat eigentlich gemäß jedem Ding ein bisschen mehr Macht insgesamt. Mehr Speed. Auf den Erzredentum das schlechteste von allem. Verteidigung, Resistenz. Wir können eine Axt nutzen. Komm, weißt du was? Wir können sowieso Dinge immer wieder 2 Ziegel neu kaufen. Wir testen es einfach mal. Shit happens. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht im Vergleich mit zu anderen Fire Emblem Spielen einfach die Klasse freischalten kann. Und dafür muss ich halt kaufen, dieses Freischalten, aber wechseln ist dann nachher gratis. So. Master Louis, der kann ja jetzt eben auch Äxte nutzen. Leider keine Kriegeraxt. Das ist irgendwie zu erwarten. Trotzdem cool, wenn auch eine Stahl-Großachsen so führen könnte. Also der Zusatz zur Silber-Großlanze. Das müssen trotzdem sein. Die Frage, ob ich jetzt Louis damit einen Gefallen getan habe, aber hey. Wie ja schon mal gesagt, das Ganze ist ein bisschen zum Testen da. So, wenn wir sagen, das war's fürs Erste. Wir speichern und brechen auf. In Sidequest-mäßig kann man noch einiges zu tun. Also Sidequest meint natürlich immer die Kapitel unserer Embleme. Wohl, warte mal. Hier unten stehen sie, ja. Hat man nämlich schon gewundert. Erika und Schauplatz. Okay. Steht einfach nur noch Gefecht, das heißt, die haben wir bereits gemacht. Das fehlt noch mit Erika. Und Ephraim natürlich. Sigurd, dann haben wir hier Leaf, Micaiah, Roy und Celica. Ja, sind die 6. Warte mal, das ist ja jetzt in Solm. Da nicht mehr in Solm. Da auch nicht mehr. Ach, den haben wir verstreut. Scheiße. 2 Stück sind in Solm. Warte mal. Habe ich das Ding jetzt eigentlich gemacht? Glaube nicht. Ja? Schön. Schöne Karte.
Schloss Lythos. Ne, sammeln wir nochmal ganz kurz zurück. Weil ich hab vergessen. Die Embleme zu trainieren. Nein. Gut, ja, darüber kann man jetzt streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht zu dem Zeitpunkt. Und man es auch später machen kann. Nee, mir geht es um etwas anderes. Ich habe vergessen, noch die Gebiete zu unterstützen. Was für ein Phantomwolf. Okay. Ja gut. Besser als nichts, ja. Spenden! Sie wollen spenden! Sollen wollte ich noch spenden. Die Frage ist halt wirklich, gibt es da wirklich nachher so viel Kohle oder täuscht das nur? Silber, ja, Eisen. Das ist schon Level so und so viel Bandfragmente. Silber verzerrte, Gold verzerrte. Oh, mal einen Kriegeraxt, sehr schön. Wer war jetzt in der Truppe, der nochmal eine Kriegeraxt halten konnte? Jetzt vor allem. Man braucht die Rang A, da ist immer noch so. Diamant, aber er hat halt schon das Kriegerschwert. Andererseits, gut, ist natürlich eigentlich komplett mit Echsen eingedeckt. Das ist auch ein bisschen doof. Hat sonst keinen, der da irgendwie eine Axt auf dem Level führen kann. Warte mal. Dann darfst du deine aber tauschen mit Diamant. Ja, eigentlich ist es doof, dass er eine Kriegeraxt hat. Silberklinge rauslang noch nicht mehr Verteidigung hat, eventuell eine Variante. Und der hat 2 Kriegerwaffen, ist auch ein bisschen übertrieben. Wollte ich eine an Michael geben. Lassen wir das. Ist also mal zum Testen, haben wir schon mal gesagt. Switch wieder zurück, ich weiß. Wir holen uns Kriegeraxt von ihm ein anderes Mal. So. Dann muss ich noch die Animation noch umstellen, weil ich würde gerne mit den Kapiteln hier ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ah, warte mal, was muss ich jetzt? Finster Ruinen war's. Kampfanimationen, nur Verbündete. Nur eigener Zug, genau. Perfekt. Let's go! Azurblauer Zwilling. ここはまさか。いいえ、そんなはずありませんよね。どうしたのですか、エイリーク。この場所はとてもよく似ているのです。私にとっての因縁の地に。因縁の地。はい、私はルネスという王国の王族でした。ルネスにはグラド帝国という隣国がありました。長い間同盟を結んで親しくしていたんです。
ですがそのグラドが何の前触れもなく我が国に侵攻を始めたのです。仲の良かった隣国が突然攻めてくるなんて。私は自国の民を守るために王族として兄上や仲間たちと共に戦いました。そしてグラド帝国を打ち破ったのです。その最後の戦場となったのがこの地です。いえ、似ているだけなのですが思い出してしまいますね。きっと凄惨な戦いだったんですね。はい、私はその中でとても大切な友人を失いました。ご友人を。それでも最後までくじけなかったんですね。ここで一戦私と手合わせをしてくれませんか。気づいたのです。私の心の中にあの時の悲しみがまだしこりのように残っていることに、あなたと全力でぶつかればそれを乗り越えられるような気がするんです。兄上のような思いつきですが。エイリークの役に立てるのなら喜んで。でもやるからには負けませんよ。はい、もちろんそれで構いません。ありがとうございます。きっとこの戦いで私たちの絆はより深くより強くなるでしょう。 Ach ja, Fire Emblem Sacred Stones, oder The Sacred Stones besser gesagt. Geiles Spiel. Ist eigentlich das Fire Emblem Spiel, mit dem ich überhaupt mit der Serie richtig in Berührung kam. Weil ich kannte eigentlich schon das erste Fire Emblem Spiel, aber es haben noch nicht so richtig abgeholt damals. Was unterschiedliche Gründe hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, was es überhaupt war. Sacred Stones, das war eigentlich so mein erstes Fire Emblem Spiel, wo ich auch von Anfang an und selber alles gezockt habe und so. Das war schon nice. Nicer, Freunde. Und ja, der Endkampf ist ein Kapitel auch mit Erika, Ephraim und ich sage jetzt mal nicht wem, weil Spoilergefahr. Kann man mittlerweile ja auch im Nintendo eShop auf der Switch, kann man es mittlerweile auch runterladen. Für den Game Boy Advance. Also emulatormäßig, aber emulatormäßig kannst du auf dem PC schon lange runterladen. Egal. Freunde, ihr seid an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part legen wir hier direkt los. Ich werde offscreen ganz kurz unser Team noch durchmischen und gucken, wenn ich da mitnehmen will. Ja. Und dann mal schauen, wie denn das so laufen wird. Bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.